Freunde, ich bin shoppen. In meinem Lieblingsladen. Analogfilm. Ich bin Hektar 100 Fan. Hektar 100. Und Kodak Gold geht immer. Was haben wir hier? Canon Akku, weil ich habe nur 2. Jetzt habe ich 3. Das heisst, ich brauche auch einen Canon R5 jetzt gleich mehr. Ja, vielleicht. Okay, wir haben noch etwas Cooles. Das ist das neue DJI Mic 3. Das heisst nur Mini Pro, irgendetwas. Das heisst einfach DJI Mic 3. Es vereint alle Vorteile vom DJI Mic Mini. Da habe ich einen Blogartikel gemacht. Plus vom DJI Mic 2. Es ist mega klein, Rauschunterdrückung und so weiter. Ich wollte das ausprobieren. Ich wollte ein bisschen mehr vloggen und ich glaube, das ist cool. Ich habe zwar noch am liebsten das Mikrofon, aber geht nicht immer. Über das gibt es separate Reel. Das hier, alle, die schon mal ein Leica gekauft haben, kennen das neutral-graue Böckchen. Wollt ihr mal schauen, wie so eine Leica-Zubehörverpackung aussieht? Das ist noch fancy. Wo habe ich mein Messer? Habe ich echt noch Zeit? Die 3 Minuten ist schon wieder durch. Ja, müssen wir noch ein bisschen üben. Also Freunde, das ist im Endeffekt nichts anderes als ein IVF für Leica-Kameras, die kein IVF haben. Also Messsucherkamera wie zum Beispiel die M10, M11, die 2 Modelle mit ihren Sonderversionen, die haben Messsucher, kann ich auch noch mal ein Video darüber machen. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein aufsteckbarer Sucher, der schweinisch teuer ist. Und ich möchte den gerne für meine M10 Monochrom, weil das ist meine absolute Lieblingskamera. Frag mich nicht warum, die kann immer schwarz-weiß. Ich finde das mega fancy, wenn ich oben durch das Teil schauen kann, weil ich mich eigentlich auch mega auf eine Leica freue mit einem IVF. Ich weiss, ein paar von euch sagen jetzt, ja, aber Stefan, du hast ja eine Leica mit IVF, cool. Die gilt nicht. Ich möchte gerne eine M mit IVF und man hört im Internet sagen, es kommt eine, es ist noch nichts Konkretes rum und ich freue mich drauf. Und weil meine M10 kein IVF hat und auch kein M10 Monochrom mit IVF mehr rauskommen, hat jetzt die mit dem Aufsteck-IVF so ein Teil. Hey, komm, ich erkläre euch das einfach in einem anderen Reel, weil das geht schon zu lang. Merci vielmals fürs Zuschauen. Das ist mein Foto zum Steinhall. Und nein, ich kann dort nicht so säckweise einkaufen und dann solche Reels machen. Wobei zwar...